Hallo zusammen, schön sind ihr dabei, wenn wir unser Junk Journal füllen wollen. Ich bin Anne und ich habe mir vorgestellt, dass wir heute möchten von diesen Fake-Briefumschlägen machen. Und das sind nämlich wirklich nicht richtige Briefumschläge, sondern man kann die einfach so aufklappen und kann dann hier etwas reinschreiben oder etwas reinlegen. Es ist wirklich so wie ein Kuvert. Oder eben man kann gerade direkt draufschreiben. Ich habe hier verschiedene Sachen in verschiedenen Stilen schon gemacht. Einmal. Das hier ist mit einer Büroklammer, mit einer dekorierten zugemacht. Und drinnen, weil das ja Notenpapier ist, habe ich drinnen ein leeres Papier reingeklebt. Es gibt ein bisschen mehr Halt. Es ist dann ein bisschen dicker. Und man kann dann eben etwas reinschreiben, wenn man will. So ist das nämlich. So, und da ist eins, wo ich einfach ein hübsches Cluster draufgeklebt habe mit einem Knöpfchen. Damit es gerade so aussieht, als wäre das ja, der Knopf von dem zum Zumachen. Ach ja, und da hat es noch ein kleines Briefchen drin, genau. Also. Voilà, genau. Das ist der Plan. Die gehen wir mal ein bisschen auf die Seite. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich gerne hier von meinem kaffeegefärbten Papier diese Seite nehmen will. Aus dem möchte ich eins machen. Und dann habe ich hier noch so ein gelbliches Papier. Das ist ungefähr A5. Das ist irgendein Abschnitt ja, von irgendwas, was ich mal einmal gebraucht habe. Genau. Dann muss das auch ein bisschen warten, damit wir da schön Platz haben zum Arbeiten. Und ich habe mir das so vorgestellt. Der Shakespeare, den machen wir so, den verkehrten Weg. Da kleben wir dann auch etwas drauf. Und zwar habe ich hier so eine Seite aus irgendeinem linierten, keine Ahnung was, Blöckchen aus der Brockenstube. Da schneiden wir dann die Linie aus, kleben die da drauf. Und dann klappen wir alles auf. Einmal so. Gerade wäre schön, wenn es gerade wäre. Ja, ich glaube schon. He? Und einmal runter. Ah nein, schau jetzt. Jetzt hätte ich zuerst runterfalten, weil ich will nämlich, dass man das Blümchen sieht. Das gefällt mir nämlich. So, und das da soll weiter rauf. Nein, warte jetzt. Nein, das soll noch weiter runter. Hey, hallo, spinnt es mir jetzt? So. So, ja, nicht so klein. Jetzt ist es gegangen. So möchte ich es gerne. So, ja, das macht nichts. Ich möchte das sowieso machen wie das da zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Man sieht es schon. Das habe ich nämlich extra ein bisschen zerknittert. So, nicht allzu fest, aber ein bisschen. Und nachher tun wir es ein bisschen mit Stempelfarbe aninken, damit die Krügel noch ein bisschen besser vorkommen, tatsächlich. Und dann sieht das nämlich so ein bisschen schön alt und gebraucht aus. So, genau, das ist der Plan. Das muss ich nämlich zuerst machen. Und dann werde ich hier einfach über die Schrift rein ein Label drüber kleben. Oder irgendwas, was ich finde. So, genau. Und das gefällt mir nämlich auch. Jetzt habe ich gerade gemerkt, da kommt der Shakespeare kommt da unten ein bisschen vor. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, ganz kleines bisschen noch. Gut, dann brauchen wir unsere Stempelfarbe und da denke ich mal, nehmen wir, ja, ich hätte jetzt gesagt Vintage Photo. Wenn ich den finde,
könnte ich es dann nehmen, hier. So. Und mit was mache ich es am gescheitsten? Mache ich es mit dem? Ja, ich weiss es gerade nicht so genau. Vielleicht nehme ich mir da so einen. Vielleicht geht es besser, ich weiss es nicht. Einfach probieren. Also. So, ein bisschen hier dran. He. Und dann probiere ich da die Krügel ein bisschen anzuinken. He. So, hier auch. So, aha, hinten muss ich ja gar nicht. Aha, ja. Mal natürlich, von hinten sieht man es ja auch. Wenn ich es jetzt würde, ich könnte es natürlich reinkleben ins Junk Journal oder man kann es einfach reinlegen oder man kann es mit einer mit einem dekorierten Büroklammern einfach so anknipsen. So, aber innen muss ich nicht, nur ein bisschen am Rand vielleicht. Ein bisschen, weil da kleben wir ja eben nachher das Teil drauf. So. Andersrum, so. Da könnte man da noch ein bisschen. Jawohl. Genau. Und ich mache noch diesen Falt da. Ja, das ist recht lümpelig, das Papier jetzt. Aber wenn wir eben das andere Papier noch reinkleben, wie heisst das? Das linierte. Dann wird es dann schon ein bisschen stabiler. So, ich glaube, das reicht. Und das da, soll ich das auch krügeln? Soll ich das auch krügeln? Und mit einer kleinen, einer anderen Farbe könnte ich das machen. Ich habe noch das da. Brushed Corduroy, oder wie man das ausspricht. Das ist ein kleines helleres. So. Oh ja, ich habe das Gefühl, das passt gut. Jetzt ist mir auch ein bisschen verrissen, aber das macht jetzt also mir gerade nichts. Es soll ja ein bisschen gebraucht aussehen, dann darf es auch noch immer ein kleines Risschen haben. So, das ist so ein bisschen gelblich. Das sieht dann auch gerade so ein bisschen schön vergilbt aus, wirklich. So. Das Rändchen noch, streichen wir das wunderschön auf meine Unterlage, damit ich nachher auch etwas zum Putzen habe. So. Den tun wir gerade ein bisschen speziell festnehmen. So.
schön an der Ecke. Gut. Sehr nett. Und dann können wir das auch gerade falten. Irgendwie so. Einmal unten rauf. Einmal oben runter. Etwa bis hierher. Und dann noch gerade noch die Fältchen ein bisschen. Ist da etwas genommen? Sieht man es überhaupt? Und da tue ich jetzt innen drin. Der fällt auch noch. Ich mache das gerade noch ein bisschen dunkler. Genau. So, oh ja, genau. So und so. Prima. Wie habe ich es? So, es spielt überhaupt keine Rolle, glaube ich. Genau. Bei dem habe ich gedacht, da ist ja schon leer, da kann man schön etwas reinschreiben, aber ich mache dem, glaube ich, ein Rändchen, reinstempeln und vielleicht aussen auch noch etwas stempeln oder so. Das wäre der Plan. Ja, ja, jetzt werden wir ja hier noch, kann man. Bei dem mache ich das jetzt nicht. Das da noch, so wie einen Briefumschlag machen. Wenn ich das abschneide, da kommt die Schrift führen, da will ich nicht. Die soll erst führen kommen, wenn man es aufklappt. Da tue ich nur ein bisschen die Ecken runden. Nur ein bisschen. Mein Eckenrunde-Tool ist jetzt gerade irgendwo, darum mache ich es einfach schnell mit der Schere. Das sollten wir auch schaffen, einigermaßen gleichmäßig. Ja, mal, das kann man so geben. Und da mache ich sie so. Ich falte es einmal und schneide. So, dann haben wir schön die Mitte. Und es sieht aus wie ein Kuvert. So schnell geht das. Jetzt können wir auch noch gerade schnell ein bisschen inken. Der Rand. Einmal so. Und die Rändchen da. Auch noch geschwind. Da habe ich gar nicht rundherum gekinkt, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig bei dem. Das sieht von mir aus gesehen auch so schon genug gut aus. Ja. So. Also, dann müssen wir mal das hier dazu schneiden. Schauen, wie hoch das soll sein. Ich muss hier, glaube ich, zuerst mal den Rand abschneiden auf der Seite. Das blaue Zeug muss fort. So. Und das auch noch. Und dann können wir schauen, wie hoch dass wir es rettet. Etwa von hier bis, dass es gerade den Baum noch deckt. Also würde ich sagen, gerade bis zu dieser Linie hier. Voilà.
Und dann müssen wir wissen, wie breit das soll sein. Und zwar so. Hat die jetzt mal geschätzt. Wenn es jetzt noch gerade wäre, wäre auch schön. Immer das Gleiche bei mir, gell? Voilà. So. Doch, das passt doch. Jetzt ist das natürlich ein bisschen hässlich, wenn das so ganz weiss ist. Darum tun wir das auch noch ein bisschen anmehlen. Und zwar habe ich hier Antik-Linen. Wie spricht man es aus? Ja, immer. Und dazu nehme ich jetzt so heisst hier so ein Bürstchen. Das ist, glaube ich, noch ein frisches. Das ist so ein Make-up-Bürstchen. Und mit dem kann man super gut schöne Flächen machen. Mit dem kann man super gut schablonieren. So, es ist jetzt vielleicht ein bisschen gar hell. Ja, da habe ich fast das Gefühl, da kommen wir nicht weiter so. Das sieht zwar schon noch schön aus, aber es ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Es ist mir also noch ein bisschen zu hell. Obwohl, eigentlich... Ja, vielleicht könnten wir ja so... Machen wir das einfach so ein bisschen... fleckig. Da, der andere ein bisschen mehr. Ein bisschen dunkler, meine ich. So. Oh, und zum anderen können wir das ja auch noch verkrügeln. Genau. Ah. Ja, also ich finde das eigentlich noch gerade recht gut. Zack. Da brauchen wir noch einen Falt. Und da noch einen. Ja. Da noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. So. Oh ja. Schau jetzt passt es gut, jetzt gefällt es mir. Die Kanten wollte ich noch ein bisschen dunkler haben, dass die noch ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Dann nehme ich jetzt gerade den hier sogar noch, den ganz dunkel. Dann sticht es noch ein bisschen mehr raus. Ah, nicht runterfallen. Genau. So. Jawohl, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kleben wir das drauf. Eigentlich wäre jetzt das Stiftchen ganz gut, aber dann muss ich schnell holen. So, also für solche Arbeiten, wo es wirklich nicht so wahnsinnig drauf ankommt, ob sie jetzt bombenmäßig haben oder nicht, reicht eigentlich wirklich das ganz normale Stiftchen aus dem Migros oder was auch immer. Ja, das muss man jetzt wirklich nicht gerade den allerteuersten nehmen. Man geht ja da nicht dran knübeln oder das 100'000 Mal dran rumfigurieren. So. Das gerade.
Okay. Ja, das verkrügelt macht nichts, ist schon verkrügelt. Kommt nicht so drauf an. Jetzt klebt so blöd. Gut. Und jetzt haben wir gesagt, einmal unten rauf. Da. Und einmal oben runter. In dem Fall nehmen wir den. So. Und voilà. Gut, jetzt sollte da noch etwas drauf. Das gibt doch ein hübsches Briefchen. Was haben wir da? Da drinnen habe ich alle meine Sizzix Standsteile. Und ich habe mir vorgestellt, es müsste irgendeines von diesen Labels sein. Vielleicht natürlich nicht gerade so ein riesengroßes, sondern eben irgendetwas Kleineres, das einfach gerade das verdeckt. Von der Größe wäre das gerade ideal, aber ja, die Farbe ist jetzt so also grün, Glitzer. So etwas muss es also auch nicht sein. Das Kleine, das wäre vielleicht noch hübsch. Das kommt in Frage. Das ist einfach so, das passt jetzt gar nicht. Oh, das ist mega cool. Aber das ist viel zu gross. Also könnte man gerade so über alles drüber reinkleben. Aber viel zu gross. Viel zu gross. Das ist auch zu gross. Bei den Kleinen habe ich gar nicht so viel. Da bei den Blümchen, das passt nicht. He? Die sind alle so gross. Wo sind denn die Kleinen? Ah, schau jetzt. Jetzt habe ich gedacht, so Scrapbook-Papier, das passt sicher gar nicht. Aber eigentlich finde ich das jetzt gar nicht mal so hässlich. Das wäre noch. Das ist so ein ganz, ganz feiner Schälprint drauf. Ja, das ist jetzt auch noch hübsch. Aber nein. Also, ich bin zwischen dem und, wo ist es jetzt? Entweder das, ganz schlicht. Da könnte man noch etwas draufschreiben. Oder das da. Ich glaube, ich nehme das Schlichte. Ich möchte es ja gerne in das hier rein tun und ich habe fast das Gefühl, es passt ein kleines bisschen besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht wäre dieses besser gewesen. Oh, schau, jetzt habe ich da aber eins vorgekommen. Das ist auch von einem Schälprint und das sieht fast ein bisschen aus wie Leder. Oh, ich nehme das. Das gefällt mir am besten. So kann es gehen. Das ganze Geschmäus wieder zurück ins Täschchen. Da habe ich mal von irgendwoher so Säckchen gehabt, ganz viel. Ich glaube, ich habe irgendetwas bestellt und alles ist so einzeln in einem Säckchen verpackt, völlig blöd. Ich dachte, nein, die schiessen wir nicht fort. Und dann hatte ich die Idee gehabt, die einfach zu lochen. Und so für das Ördmerlein zu brauchen. Das ist noch ganz praktisch. Nur mittlerweile ist es ein bisschen fett, es ist ein bisschen voll. Aber dafür hat man eine schöne, gute Auswahl. So, wo ist meine Leinzeitung hier? Gut, das machen wir auch wieder mit Stiftleim. Drüber, dass alle Buchstaben gedeckt sind und möglichst gerade.
So. Oh ja, hey, aber das finde ich sieht jetzt schon noch recht cool aus. So. Und so. Super, ich finde, das ist eigentlich fertig. Ja, ob jetzt da noch der Shakespeare hinten dran steht, ist mir eigentlich egal. Oder muss das auch noch gedeckt sein? Man könnte es auch dann einfach reinleimen. Und dann kann man es so aufklappen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich hier am Rändchen machen sollte. Vor allem sieht man so, dass ich es schräg gefaltet habe. Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Vielleicht leimen wir es dann wirklich rein. Das weiss ich jetzt also noch nicht. Einfach so. So. Und dann kann man es so aufklappen. Ja, schauen wir noch. Schauen wir noch. Gut, das nächste, das hier, haben wir gesagt, werden wir ganz einfach lassen. Und stempeln. Stempeln. Ich will schwarz stempeln. Und zwar irgendwelche Blümchen. Blümchen hat ich jetzt gedacht und Sommervögel. Blümchen. Was haben wir für Blümchen? Ja, ich glaube, ich nehme das hier. Das gefällt mir gut. So sieht das aus. Ach, sieht man es überhaupt? So. Ich nehme das. Da habe ich das Gefühl, es gibt einen guten Rand. Und ich zeige euch noch meinen Trick 77. Ich habe hier immer in meinem Stempelzeug so eine Rolle mit Gasen. Alter Gasen. Aus einem alten Sanitätstäschchen vom Militär. Und mit dem schneide ich mir immer ein Stückchen ab. Und dann putze ich mit dem meine Stempel. Und dann habe ich am Schluss solche Lümpli. Und die kann man dann gerade wieder zum Basteln brauchen. Dann hat man schon wunderbar eingefärbte Gasen zum Weiterbasteln. So, also, jetzt fertig geschnurrt. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Das ist eines meiner Lieblingsblümchen. Mal schauen, ob es gut kommt. Mit dem. Ui ja. Ui ja, schau mal. So, und hier auch noch. Und dann machen wir doch hier einfach so einen Rand. So. Noch ein bisschen. Auch gesagt, geht ein bisschen besser mit den Silikonstempel. Aber bei denen finde ich es schade, dass das Schwarze so richtig gräulich ist. So, und dann hat ich jetzt gedacht, könnte man da noch, soll ich es so machen? So. Und so. Ja, genau. Und da weiss ich jetzt also nicht, ob der da gut rauskommt. Einmal so. Und einmal so. Doch, schau jetzt. Hä?
Also ich finde da noch recht hübsch. So, und wie gesagt, einfach schnell drüber reiben. Und schon haben wir eingefärbte Gaze plus saubere Stempel. 2 in 1. Ist doch perfekt. Gut. Und dann müssen wir hier auch noch etwas machen. Was könnte man hier machen? Ein Sommervögel. Ah, schau jetzt, ich habe hier so ein ganzes Mikrix. Ein ganzes Mikrix. Das ist so herzig. Und mit dem machen wir jetzt ein ganzes feines Rändchen. Ah, jetzt habe ich das kleine gerade nicht zur Hand. Ah, dann halt das grosse. So. Zack. Zack. Oh, verschlirrt. Wieso? Zack. 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 Und zack. Hier auch noch. Drückt es jetzt fest durch? Nein, ich glaube, es sollte gehen. Wenn man es ganz fein macht und nicht zu viel Farbe gibt. Ja, so. Das Gefühl, so ist gut. Oh! Oh ja, das bin ich jetzt aber wirklich recht herzig. Zum Glück habe ich hier ein Geschlirr. Zum Glück ist das ein Scrapbook. Das Junk Journal, dann merkt das niemand, wenn das nicht extra. Oh Mann. Gut. Jetzt probieren wir doch etwas. Schau jetzt. Jetzt probieren wir hier, dem hier seinen Flügel hier drauf zu machen. Ha! Und auf dieser Seite auch. Ganz hyper vorsichtig. Ja. Fast. Nicht zu viel. Mal, ist gut, oder? So, und dann aber nehmen wir noch irgendeinen grossen Sommervogel. Wo habe ich den? Der ist hier. Einen grossen, welcher würde jetzt hier passen? Ich glaube, ich nehme den hier. Den und dann so in der Mitte. Oh ja. Genau. Hinten dran hört man wieder den Hund abschnarcheln. Sorry, gell? Gut, schön. Probiere die Mitte. Ach, es klingt so lustig da hinten. So. Aber, weil ich jetzt hier eben wirklich halt so ein kleines Geschlirr hatte von dieser Stempelfarbe, von dieser schwarzen. Und wahrscheinlich von meinen Töpfchen oder so, oder von da. Woher ist denn jetzt das? Denke ich nehme jetzt gerade schnell einen schwarzen Dingsbums und tue einfach rundum noch ein bisschen schwarz inken. Ich glaube, das ist am besten. Sonst sieht das wirklich sehr schlirgig aus. Und wenn das rundum schwarz ist, ein schwarzer Rand hat, dann sieht es aus, als wäre das extra. Ja. Da vor allem, gell? So, den Feld nehmen wir auch noch mit. Wird es halt ein bisschen düster. Ja, noch.
Wir sind ja so wahnsinnig düster und geheimnisvoll. Passt doch zu uns. Schwarze Blumen, schwarze Sommervögel. Muss es so sein? Die Kante innen noch, nicht allzu fest. Aber ein bisschen darf sie auch haben. So, und jetzt. Da fehlt noch. Und jetzt habe ich mir überlegt, bei dem könnte man hinten noch so wie eine Adresslinie oder etwas drauf machen. Oder wenigstens einen Poststempel oder so etwas in dieser Art. Wir werden schnell schauen, wo ich das habe. Irgendwo habe ich doch so etwas Ähnliches. Also, sowas. Das ist ein bisschen gross. Der da. So. Ah, wir könnten aber auch noch eine Marke draufkleben. Warte jetzt, das habe ich doch auch noch irgendwo. Da ist etwas noch. Und zwar nämlich aus meiner Briefmarkensammlung aus alten Kindertagen. Finden wir doch da sicher irgendetwas, das so einigermaßen passt. So. Da hat es zwar schon noch Poststempel drauf. Ist doch egal. Doppelt haben besser. Oh. Also. Man könnte natürlich jetzt auch irgendwie mit, wenn man ein bisschen schön könnte kalligrafieren oder so, könnte man selber irgendetwas draufschreiben, irgendeine Adresse. Oder, wo ist jetzt mein Stempelküsse? Schon wieder versorgt. Da. Ja. Oder man könnte etwas draufstempeln. So, also. Voilà! Hey, ich finde das recht cool. Es sieht doch super aus. So, so und so. Und so, so und so. Das sind zwei hübsche Briefli, die gerne möchten in unserem Junk Journal wohnen. Das könnte man natürlich auch gerade hier rein tun. Oder so. Ich denke, ich werde das dann wahrscheinlich einkleben. Und das hier wäre eins, das man mit einem schönen dekorierten Büroklammern irgendwo rein klippen. Aber für das müssen wir ja zuerst einmal dekorierte Büroklammern machen. Also machen wir doch dies nächstes Mal. Habt ihr Lust? Sind ihr auch wieder dabei? Es würde mich mega freuen. Ja, schön, wenn ihr auch dabei sind und auch gerade mitbasteln zum Beispiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!